Good morning. This is usually a story or a cooking channel called Struckland, Manitoba. But today I'm going to do a video in English and then maybe later on in Low German yet. But this video is about being grateful. We were down in Puerto Vallarta and I developed a infection close to my tailbone. And it grew to the point where I had to come home early. So yesterday morning at 6 in the morning, I got home and I came home and got ready and went to the hospital by 7 o'clock. And lucky there was no waiting list. I got to see the doctor within half an hour. And they did a bunch of tests. And I decided to do surgery that same day. So by 10 o'clock, I was already in the operating room. And they did surgery. And by 12 o'clock, I was already in the recovery room. And the doctors tell me everything turned out very well. And the reason I'm making this video is I want to say thank you. Thank you. May God bless you. All the employees, doctors, nurses, staff, anybody and everybody that works at the hospital. They were so nice, loving, and caring. And I just want to encourage everybody, when you see a nurse or a doctor or a staff member, anybody that works in the hospital, go up to them and tell them thank you and that you're grateful. Things may not always turn out the way you hope they would be. Sometimes we have to wait. And there's so often a shortage of doctors or nurses or other employees. And it is what it is. But all in all, let's be grateful. They're doing all they can. And they go beyond their call of duty. Working long hours, giving up family time. And we always expect everything to just fall into place, and we want it done now instead of later. It's not the doctor's fault or the nurses that sometimes we have to wait or get the runaround. They're doing all they can. So I encourage everybody, walk up to them when you see somebody that's working in the hospital or at the clinic. Tell them thank you and tell them how grateful you are. And I may say, may God bless you and give you courage and strength to do what you do. Because I was told they did it with pleasure to serve us. And even though I didn't deserve it, I got such wonderful care. And I just want to say thank you. And may I add, the hospital I went to was Boundary Trails, close to Winkler and Morden, Manitoba. Just wonderful staff they have out there. Everybody. That's how I found it. May God bless you all. Thank you. Hallo, dat is Struckland, als niet bij Struckland van jou. En ik had deze week niet een video neergezet van het merken naar huis voort. We weer vrijzinnig vlogen we een beetje naar Puerto Vallarta. En als we dus een paar dagen was, dan ik had thuis al een beetje weiter, maar ik dacht dat would je even gaan, maar ik had een kleines knubbeltje daar hängen bij mijn regenstrang, daar aan de hängerbak, boven. En ik dacht dat would je niet schlimm zijn aan de werk te zijn, maar immerhin, dat verdoppelt zich daar in 3 dagen, dat weer al zo groot als een heine. Dat weer dus een groot schwer, sind wat ik 4 jaar ook al. Dat, man, ik kreeg dat nog mal, dat is mij niks wat vreemd. Maar immerhin, so, dan moest ik tegen een huis komen, zeg we gisteren s'morgens, wat hier, thuis, klok 6 s'morgens. En dan merk ik me rijden, dan voet ik in het hospital, klok 7 week im hospital, s'morgens. En dan zijn er voetsen meer tests, en dan klok 10 s'morgens week op een opereertable, dash. En dan ze opereren, en klok 12 week ik al aan mijn
Stove da, wo ich kann abwaken und so weiter. Und die Ursache, warum ich das Video merken, da ist, mich sehr, sehr bedanken für alle Doctors, Nurses und Arbeiter, für jeder einen, was du am Hospital schaffen hat und die Menschen, die so gut bedient hat. Ich will sagen, sehr, sehr Dankeschön. Ich habe das Video das erste auf Englisch gemerkt, für die Arbeiter und all die, die nicht Plautdietsch kennen. Und auch für die Deutschen, Mennoniten, die auch nicht das Hospital vor, das Hospital nennt sich Boundary Trails Health Center. Das ist hier dicht bei Winkler, Morden, Manitoba. Und ich weiß, wann wir einem Doktor fahren, einmal wieder lang lernen, oder das traf sich so, dass einmal ich hab das nicht gekriegt, so gut ist, wie das will. Aber die Doctors, Nurses und all die Arbeiter tun, was sie können. Sie fertig sind die Karten Arbeiter. Und die schaffen lange Stunden, einmal viel länger als wir fertig tun. Tag und Nacht sind einmal Arbeiter da. Und die geben viel Family-Zeit ab für ihn. Und ich möchte uns alle Mut merken und Toruden. Wenn wir in Arbeiter sein im Hospital, dort als ein Flurwascher ist, oder ein Nurse, oder ein Doktor, oder was hinten da stehen, der uns bedient hat, oder was immer. Wir werden die gehen und sagen, Dankeschön für die Arbeit, was die tun. Die tun alles, was sie können. Aber das ist nicht ihre Schuld, wenn die nicht krank die Fuß bedienen können, oder einmal 4 lang lernen. Das ganze System wird vielleicht mal nur schuden, wenn du mehr Arbeiter wären und die Regierung den ganzen Jahr vielleicht würden wird, da alles proben zu organisieren und so weiter. Aber die Doctors, Nurses und Arbeiter, die tun alles, was sie können. Das wundert einem einmal, dass die nicht abgeben und mutlos werden. Schaffen und down und sein proben not zu kommen. Und wir die Mut geben, wir uns bedanken an die. Und statt zu kritisieren, einmal in Grenzen vielleicht, was geht das so lang, oder das oder das oder jant. Ich glaube, wenn wir die würden Mut sprechen und uns bedanken, das würde Mut geben. So, ich mache uns alle Toruden dort auch. Und immerhin, ich war nu weiter 2 Wochen nicht ein Video merken an Strickland. So, da weiß ich wieso. So, mag Gott ihnen auch alle segnen. Und sei uns vielleicht am 2 Wochen oder so. Und sehr Dankeschön für Ihre Unterstützung und die Gebete und alles, was ich gekriegt habe. Das hat sehr geholfen. Wir bloß zum Wundern, wie gut das just alle auskommen. Das expect ich nicht, aber das wir bloß so wundervoll. Und Dankeschön nochmal weiter für alles. Und für all die Freunde, die ich hier habe an Strickland. So, sei uns bald weiter. Dankeschön.